Sie waren die Originale hier im Treppenhaus. Lang ist's her. Nur Heike und Dieter wohnen noch hier. Neue Leute sind eingezogen. Die neue Hausmeisterin Nathalie und Ralf der Tänzer. Die blonde Mareike hat die alte Schlachterei von Tramsen gemietet. Und Rumpel wohnt irgendwie auch hier. Und jetzt geht's los mit Trat im Treppenhaus. So, Dieter, das war's denn wohl? Ganz genau. Ja. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit hat Heike Dieter aus dem gemeinsamen Ehebett und der Wohnung geworfen. Ein schmieriger Makler hat Nathalie verkündet, dass alle Mieter raus müssen, denn die marode Bude wird saniert und verkauft. Sogar ein Elektriker war schon da, um den Strom abzustellen. Und gestern kam noch eine dralle Blondine, um den Umbau fürs Fernsehen zu filmen. Jetzt reicht's. Ab heute wird sich gewehrt. Auch wenn alle noch einen Kater von Heikes Geburtstagsparty haben. Ach, Mareike. Sag mal, hast du in Heikes Wohnung geschlafen? Ja klar, die Tür ist doch kaputt, da muss ich doch aufpassen. In meiner Wohnung? Was soll denn das, ey? Nathalie stellt ein paar Accessoires zusammen für unsere Agitprop-Aktion. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du überhaupt redest. Naja, wir wehren uns gegen die Entmietungspläne von Tramsen Properties. Weiß ich da irgendwas von? Du fandest Rumpels Idee super und dein zukünftiger Ex-Mann, der Dieter, der ist unser Protestleiter. Henry! Ein viel zu früh verstorbener, aufgepusteter Felsen. Deep in my heart, I will be. Ich finde die ja total cool, diese alten Volkslieder. Kampflieder. Gospels. Ja, aber irgendwie könnten die ja auch so ein bisschen mehr Schwung vertragen, ne? So ein bisschen mehr Pep, so. I say over, you say come, overcome, overcome. Du machst die ganzen schönen Lieder kaputt. Kennst du eigentlich Martin Luther King? Ist das ein Rapper? Mein Zeit, ich sehe schwarz für unsere Hausbesetzung. Guck mal, was ich hier hab. Meine Beziehungskiste. 1968 bis 70. Hallo, was ist das denn? Schon mal was von Jimi Hendrix gehört? Hier. Das sind Frank Zappa und ich. Ich bin die ohne Bart. Aber man sieht euch doch bloß von hinten. Wow, was ist das denn? Die Totenmaske von Brian Jones. Aber nicht von seinem Gesicht, ne? Hast du die selber von ihm abgenommen? Oh, die ist aber schön und groß. Groß und gut. Gut und schön. Ja. Ist ja bloß eine Kopie. Ja, und was soll uns das bei unseren Aktionen helfen? Na, ein bisschen Feeling. Ja, aber Ein bisschen Stimmung kann nicht schaden. ich glaube aber nicht, dass das uns bei Tramsens Entmietungsplänen und bei der Russenmafia hilft. Also ich finde, wir sollten das alles, oh Gott, Anwälten überlassen. Ja, alles schön und gut. Aber wer soll das bezahlen? Nee, Tramsen kriegt uns hier nicht so leicht raus. Tja, früher haben wir auch mit Stickern und Sit-ins und Popmusik haben wir viel erreicht. Ja, und ich bin auf jeden Fall auch für gewaltfreien Widerstand. Und wenn die Russen kommen, dann kriegen die von mir Blinis mit Kaviar und ordentlich Wodka dazu. Das ist ja dann auch ein bisschen Werbung für mein Petit Lapin. Blond. Toll. Dann wechseln die sofort die Seiten, ne? Hiermit kommen wir auf jeden Fall in die richtige Stimmung. Sehr blond. Ja, du sag mal, aber blond hin, blond her. Wie besetzt man eigentlich ein Haus, in dem man schon wohnt? Ja, da ist was dran. Ich kenne jemanden, der das schon gemacht hat.
Rumpel, aber vorsichtig, Mann, nicht, dass da Schrammen rankommen. Hallo, was denn hier los? Treppenhaustreffen der Trachtengruppe. Moin, Herr Brummer. Ach nein, Dieter, wir duzen uns ja seit gestern. Rumpel, vorsichtig, hab ich gesagt, das Ding war teuer. Wem sagst du das? Du, sag mal, Dieter, was wird denn das hier? Du wolltest doch unser Protestleiter sein. Ja, das muss warten. Du, eine ganz große Sache. Erzähl ich dir später. Ach, nicht wieder so eine große Geschäftsidee, ne? Och, Heike, nun sei doch nicht immer so negativ. Ich sag nur, da geht eine Menge Geld über den Tisch. Das sagst du immer. Och, Heike, Mieke, was ist? Du bist immer noch traurig, ne? Ja, das kam alles so plötzlich. Ja, der arme Henry. Irgendwann erwischt es uns alle. Ja, leider immer die Falschen. Nee, Dieter, ich bin traurig wegen dir und uns und diesem Loch in der Tür. Och, Mäuselchen, bitte nicht jetzt. Ja, Rumpel, wo bleibst du denn? Mortit, was ist denn hier los? Rumpel, wovon wir gestern gesprochen haben. Eine Hausbesetzung. Woran erkennt man das? An der flotten Musik? Mit deinem Humor könntest du ganze Bierzelte unterhalten. Mach mal den Poletenlärm ein bisschen leiser. Brauchst du da Hilfe, Rumpel? Nee, Mareike, alles easy. Dieter, kannst du mal einen Schritt, danke. Au, meine Milz! Rumpel, du Vollpfosten! Tut mir leid, Dieter, ich hab dich nicht gesehen. Du bist ja so... Entschuldige, Dieter. Ups. Oh, Das kann dauern. heb nur mal kurz jetzt an. Dieter, bitte. Geht gleich weiter. Ja. Rumpel hat ihn schon. Das sagt er immer. Abgang. Ich komm noch mal. Nee. Du, sag mal, Dieter, was ist eigentlich Profiling? Erzähl ich dir später. Profiling. Ja, neues Profil könnte nicht schaden. Aber was ist mit seinem Gesicht? So, nun räumt ihr mal auf, ne? Das ist schließlich eine anständige Hausbesetzung. Na, wenn ihr das mal auf die Reihe kriegt, so ganz ohne richtigen Mann. Ich sehe ja keine richtigen Männer. Na. So eine Hausbesetzung ist keine Kleinigkeit. Das muss man ganz groß aufziehen. Ich sag nur Presse, Radio, Fernsehen, Internet. Internet. Ja, genau, Dieter. Und du hast doch gestern gesagt, und das war auch deine Idee, dass du unser Protestleiter wärst. Völlig richtig, Heike. Ich meine, sowas kann man euch Frauen ja auch nicht alleine überlassen. Aber im Augenblick habe ich wirklich keine Sekunde übrig. Rumpel vorwärts, wir haben zu tun. Ja, haha, da geht aber Geld über den Tisch. Das kann er auch nicht. Nee. Tja, dann wollen wir mal zum Wesentlichen übergehen. Will jemand Wodka seltsam? Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall für Singen und Fingerfood. Genau. Ich finde immer noch, wir sollten das Ganze im Anwalt überlassen. Nein. Bonjour, Tristesse. Hallo, Rivan. Ich hab sie. Eine Anwältin? Nee, besser noch, eine Anarchistin. Wie bitte? Naja, wir ziehen das jetzt mal richtig auf. Hm? Gibt doch für alles Fachleute. Und ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert. Et voilà. Eine schwarze Else, die macht's professionell. Wer macht hier was professionell? Na hier, die macht Hausbesetzung und so weiter. Die kann man engagieren. Naja, das hat doch keinen Wert, wenn wir hier selbst rumdilettieren. Ob man mit dem hier wohl auch noch deletieren kann? Und was kostet sowas? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe sie erst mal herbestellt. Die kommt zum unverbindlichen Probetraining vorbei. Ja, so geht das aber nicht. Was soll denn die Hausverwaltung dazu sagen?
Na, die hat bestimmt ein Formular dabei, wo drauf steht, diese Hausbesetzung ist von der Verwaltung genehmigt. Du, Ralfi, wir hatten uns aber irgendwie schon auf Haschisch und Volkslieder geeinigt. Ja, genau. Ja, das können wir ja immer noch machen im Vorprogramm. Bin ich dabei, ne? Ich bin immer noch für einen Anwalt. Ich hab's, Ralfi, hör mal. I say over, you say come. Overcome, overcome. We shall overcome someday. Der grimmige Proteste der 60er. Oh, tiptoe through the window, by the window, that's where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Oh, das tut echt weh, du. Tanz mal lieber wieder. Gott, das war ja nur fürs Vorprogramm. Also ich fand, du hast voll toll gesungen, Ralfi. Bist du auch ein Alka seltsam? Nee, du, bei mir helfen nur Rollmöpse. Hat mal jemand Feuer? Ja, immer dabei. Ich denke, das ist so eine Art Heiligtum. Ach was, man muss auch mal loslassen können. Ach, und was sagt da die Hausverwaltung zu? Ralfi, willst du auch mal ziehen? Gott, bist du verrückt und nicht im Treppenhaus. Boah, ey, wie intensiv die Farben hier auf einmal alle werden, ey. Boah, geil. Oh, mir wird aber ein bisschen schlecht gerade. Bisschen? Kannst du mal sehen, wie gefährlich diese Dinger sind? Die wirken auch noch nach über 40 Jahren. Ach was, meinst du, sonst hätte ich ihn rausgerückt? Nee, das ist alles nur Einbildung. Die ist einfach nicht Raucherin, ne? Geh mal ein bisschen an die frische Luft, ne? Das wirkt. Stinkt ja. Ja. Was ist das? Guten Tag. Guten Tag. Tag. Sind Sie wegen der freien Wohnung da? Nein. Können wir Ihnen helfen? Doch, ich bin hier verabredet mit einem gewissen Ralf. Was denn? Dann bist du? Ach, dann bist du? Ralf Rückert von Rehsprung. Angenehm. Mensch, und wir haben schon gedacht, du bist ein Agent Provocateur des Vermieters, was? Ja, das fehlte mir ja gerade noch. Ich bin die schwarze Inge. Enchanté. Madame. Das ist sie. Was qualmt denn hier so? Das riecht ja wie gepeitschte Rentierarsch in Yokohama-Soße. Aber mit Kanalratte Singapur als Sättigungsbeilage. Ne? Was kocht sie denn heute? Kinder, ich habe schon mal die Mülltonnen unten angezündet. Kleine Effizienzdemo. Damit ihr seht, bei mir wird nicht lange gefackelt. Das gibt Ärger. Ja, ist das nicht schön? Ja, wunderschön. Möchte jemand Ja, Mundschutz? gerne. Aber Ja. sag mal, wir hatten uns dich so ein bisschen anders vorgestellt. Also nach deinem Bild auf der Homepage. Ach, mein Jugendbildnis aus der Hafenstraße. Ja, da musste ich mich älter machen. Heute muss man effizienter arbeiten als in Hafenstraßenzeiten. Den Mächtigen immer 3 Schritte voraus. Klar, war eine geile Zeit damals, die Kloppereien mit den Bullen und so. Aber man wird ja auch nicht jünger. Heute machen wir eher in Großevents. Open-Air-Konzerte und so. Naja, für Senioren auch schon mal eine Wallfahrt nach Brockdorf. Also unter uns, Hausbesetzungen sind ja eigentlich kalter Kaffee, aber unter Älteren immer noch ganz beliebt. Das ist sie mit Dixieland Jazz. Den will eigentlich keine alte Sau mehr hören. Aber zum Frühshoppen ist er immer noch ganz okay. Ja.
Das klingt ja ganz schön zynisch. Wollen Sie etwa alle Werte einer erfahrenen, reiferen Aktivistin so einfach alles hier wegräumen? Ah, ich verstehe. Die Internationale singen und womöglich noch We Shall Overcome. Ja. Und dazu ein bisschen Ringelpiez mit anfassen und ein paar Joints rauchen, was? Naja, ich finde immer noch, wir sollten uns einen Anwalt nehmen. Nee, nun lass sie mal. Ey, wisst ihr, dass da unten gerade die Mülltonnen gebrannt haben? Das konnte ich gerade noch so löschen. Mein Gott, wer macht denn sowas bloß? Kinder, ihr müsst noch viel lernen. Hallo, ich bin die schwarze Inge. Ich die blonde Mareike. So, Das ist Ralfs Besetzungsprofi. ja, dann wollen wir mal, wenn ihr mal schauen wollt, hier ein paar Prospekte. Ja, also hier wäre unser Einsteigerprogramm. Schau mal da. Mini-Block mit kleiner Anarcho-Ausrüstung, Widerstandssymbolen zum Aufnähen und Argumentationsfibel. Alles im praktischen schwarzen Kunstlederkoffer. Und dann, wesentlich gediegener, ist unser Profi-Block. Ja, mit Megafon, 10 Stunden Einpeitscherlehrgang und Steinen zum Selbstausbuddeln. Und schließlich noch unser Rundum-Sorglos-Paket Big Black Block mit professioneller Pressearbeit, kleiner Armee williger Weißrussen, die das eigentliche Besetzen übernehmen. Und, last not least, Margot Käßmann als Vermittlerin. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die kommt doch wohl nicht mit dem Auto, oder? Na denn, Prost. Das ist aber teuer. Aber irgendwie... Wenn ich die Versicherungssumme für mein Knie schon hätte, hier. Also viel teurer ist ein Anwalt auch nicht. Also, wir bieten auch zinsgünstige Darlehen an. Und mit ein bisschen Eigenleistung kann man auch ganz schön sparen. Ja, also ich bin für Eigenleistung. Ja, so viel wie möglich. Bin ich sofort dabei. Naja. Oh, also gut, ja, dann in Gottes Namen. Ja. Naja, also dann mal ran. Time is money. Gibt es hier einen Raum für die Einsatzzentrale? Ja, hier, die freie Wohnung. Aha. Na wunderbar, hier. Ist hier ein Nagel? Ja, herrlich. Hey, wer bist du denn? Hansi. Das ist Hansi Knob. Hansi Knob. Ach, na hör mal, ein Kakadu. Sag mal, arbeitest du hier als verkleidete Brieftaube oder was? Die ist gut. Huch, ist der süß. So, Kinder, jetzt kommen wir zur Aufgabenverteilung. Erstens, Transparente zum Aus dem Fenster hängen. Oh, das übernehme ich. Okay. Malen kann ich. Ich nehme einfach die Lappen hier. Ja, hier die Aufschriften. Ja. Hier. Freiräume statt Investorenträume. Der Kiez bleibt unser. Kein Party- und kein Shopping-Kiez. Ja. Wieso eigentlich nicht? Oh, blond. Champagnerblond. Zweitens, Material für den Barrikadenbau. Oh, das mache ich. Ich auch. Der Boden muss eh leergeräumt werden. Okay. Drittens, schwarze Klamotten für alle. Oh, das ist super. Schwarz steht mir. So, wir treffen uns in 20 Minuten. Abmarsch. Ja. Na, Hansi. Für dich finden wir auch noch das kleine Schwarze, ne? So, komm mal mit rein. Ach, Amateure. Du, Dieter, das ist ja toll, dass du jetzt Verbrecher jagst, aber deshalb bist du doch jetzt kein Kommissar oder sowas, ne? Ach, Harry, Mensch, weißt du, was die verdienen? Wer ist denn Harry? Vergiss es. Hier geht's um die ganz dicke Marie. Ich sag nur Kopfgeld, mein Lieber. Da machst du Asche, das träumst du. Da geht echt Geld über den Tisch. Wie damals, ne? Als du den Typen verjagt hast, der immer bei Kohlmann auf der Auffahrt geparkt hatte. Was? Ja, ich weiß noch, ich habe meinen Anteil damals von 1/4 auf 1/5 hochgehandelt. Haha, 50 Ocken, bar Kralle, für 2-mal Reifenstechen. Hier, überall, auf der Straße, neben dir im Supermarkt, im Kino, überall Verbrecher. Ehrlich? Ja, hier steht's. Die ist ja völlig nackt.
Und die Bullen sind komplett hilflos. Echt? Ja, weil die keine Leute haben. Darum bezahlen sie diese Belohnung. Praktisch Honorare für Freiberufler wie uns. Freiberufler ist gut. Sechsstellige Beträge. Ohne uns sind die verratzt. Ha, ich sag's dir. Dieter, dir fällt aber auch immer was ein. Ja. Das Ungerechte. Ungerechte ist bloß, die Ausrüstung, die muss man selber zahlen. Da geht bestimmt eine Menge Geld über den Tisch. Ja, viel Geld. Ach so. Ja, bitte. Hallo Heike, du, Nein, Dieter. Vielleicht ein Trauerfall. in letzter Zeit sagt sie immer, nein, Dieter, ist ein Jammer. Ja, auf mich wirkt sie in letzter Zeit auch sehr angespannt. Ja, das kommt davon. Na, was wird jetzt mit der Ausrüstung? Was brauchst du denn da alles? Na ja, nur das Nötigste. Ferngläser, Fotoapparat, Nachtsichtgerät, GPS, Diktiergerät. Kleines Geschenk für Heike. Oh, da geht eine Menge Geld über den Tisch. Rumpel, alter Freund und Kupferstecher. Ich hab nix. Ah, das sagst du immer. Stimmt ja auch immer. Das letzte Mal habe ich deinen Aktenschrank bezahlt. Oh, du kannst sowas von knickerig sein. Komm mit. Die geht nicht. Ach, das war ja klar. Mist. Und Geld hat der auch nicht. Ja, nun warte mal ab. Man muss ein bisschen charmant sein, sich in sein Gegenüber einfühlen. Erst mal ein bisschen Nähe herstellen. Ja. Ach du Schande. Hallo Muschi. Wir bräuchten mal ein paar Mäuse für unsere Aufrüstung. Sag mal, also, wo denkt ihr denn hin? Ich hab doch keine Kohle. Siehst aber aus wie der Kohlenmann. Siehste? Ja, der gibt alles für seine Hobbys aus. Schnell, mach die Tür zu. Also das mit dem Kostüm war ja nur so ein Vorschlag. Das ist noch nichts Endgültiges. Ne? Mist, der Dieter bräuchte ein neues Nachtschichtgerät. Naja, man sieht sich. Ach so, wenn ihr Geld braucht, dann fragt doch mal im Hauptquartier. Ne? Und wieso seid ihr eigentlich noch nicht in Schwarz? Nee, lass mal, ich wollte mal einen Tag aussetzen. Das ist wichtig, ihr Dödels. Oh. Vielleicht auch ein Trauerfall. Ja, oder eine Geschäftsidee. Gesundheit. Was meint denn der für ein Hauptquartier? Guck mal, Was soll das denn? ich klopf mal. Ups, Oh, ich hab's gewusst. er hat's gewusst. Ja, bitte? Oh, schönen guten Tag, gnädige Frau. Oh, das habe ich wohl ein bisschen flüchtig aufgehängt. Ach, lass mal, gnädige Frau, das bringe ich schon in Ordnung. Ja, was machen Sie denn hier? Wollen Sie hier einziehen? Außerdem war das meine Schuld. Ich habe ja geklopft und da ist es. Warten Sie mal. Ach, so ein Mist, jetzt müssen wir einen neuen Nagel finden. Ach, der Alte tut's wohl noch, ne? Wow, mit der bloßen Hand, einfach so? Ach, das ist ja so ein altes Haus. Herr Rumpel, altes Haus, komm, wir wollten doch... Altes Haus, also das habe ich jetzt aber nicht gehört. Das ist übrigens der Dieter. Wir sind eigentlich hier, weil wir ein bisschen Geld bräuchten. Rumpel, lass mal. Geld? Ja, für unsere Aufrüstung. Rumpel. Aha, für die Ausrüstung. Ja, da geht ja eine Menge Geld über den Tisch. Aha, na gut, reichen erst mal 200? Ja, das ist erst mal besser als gar nichts. Na ja, da kommt ja doch so einiges zusammen, ne? Okay, na gut, also 300. Super, komm, wir gehen. Moment mal, junger Mann, hier wäre noch der eine oder andere Nagel einzuschlagen. Ja, dann geh mal schon mal vor, Dieter. Ich muss bei der Dame noch einen Nagel einschlagen, ne? Ja, dann schlag mal ein. Ich komme ohne dich klar, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Belege nicht vergessen. Man sieht sich. Dann wollen wir mal sehen, ob das hält, das olle Schild, ja? So, ich bin die schwarze Inge. Und ich bin der Steffen. Oh, Steffen, richtig Rock'n'Roll hier heute. Ach, was willst du denn mit der Erde? Kartoffeln anpflanzen für die Belagerung? Eine Sandsäcke hatten wir nicht. Das wird eine Barrikade. Ach Da ja. oben sind mehr Rumpeln. Ja, geile Idee. Damit blockieren wir den Treppenaufgang. Dann kommt da kein Mensch durch. Aufgevölkert dieser Erde,
einigt euch in diesem Sinn, dass ihr jetzt die eure werde und die große Lehrerin. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und kein Essen, vorwärts nicht vergessen, die Solidarität. Wow! Wie war ich eigentlich? Tolles Outfit. Ja, es ist voll Aschviskose. Es lässt sich schön reinigen, aber schwer tragen. Ja, davon habe ich geträumt. Mit euch Bagaluten Revolution zu machen. Komm ich zu spät? Hey, Auch wo willst du denn mit den Sitzkissen hin? Cocktailparty in der Fankurve oder was? Das heißt doch Besetzung. Ja, wollen wir uns Plissé-Falten holen? Sowas kann dauern. Ich nehme eins. Hey, was hast du denn da? Ach, das ist nur so ein Transparent. Rumpel, bist du mal so lieb? Hey, na toll, das ist doch schon ganz prima. Ja, ich finde Malen auch total super. Aber jetzt kommt der Clou. Oh. Lecker und Ja. Doch, das ist doch nicht. Ja, schön. Sag mal, was soll das denn sein? Champagner bis platinblond. Großartige Idee. Querfinanzierung. Ja. Wir sind doch keine Prosecco-Punker. Wo bleibt denn da der Widerstand? Mann, fall nicht, Mädel. Man muss mit der Zeit gehen. Steffen, du musst auch noch was Schwarzes anziehen. Ja, da müsste ich mir dann was leihen. Oh, da habe ich was für dich. Aber nicht kitzeln, das ist gemein. Pass ab, pass ab, pass ab. Warte. Ach, ich Hier. schlüpfe da mal kurz. Immerhin damit. Da, du kitzelst du doch. So, keine Panik. Ich ziehe dir das so bald wie möglich wieder aus. So, Kinder, jetzt mal ein bisschen effektiver. Ihr müsst doch weiterkommen. Also, wer hat was? Mareike hat Transparente. ja, die müssen wir an die Balkons hängen. Ja, und das muss auch jemand machen, der echt Kraft hat. Ja Gott, dann mache ich das eben gleich. Oh, Ja, und was ist mit Petitessen? Ja, habe ich euch mitgebracht. Ah, was ist das denn? Na ja, alles so ein paar Kleinigkeiten, ne? aha. Und was soll das sein? Zur Tarnung. Ah, ich verstehe. Geil, Partnerlook. Wir sind im Namen des Herrn unterwegs. Hadi, 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 hadi. Oh. Ah, supi. Dann haben wir ja alles. Blumenerde, Sitzkissen, Karnickelställe, lustige Masken, gefärbte Kakadus. Ach, naja, und dann noch diese tollen Anarcho-Klamotten. Das riecht ja nach einem Riesenerfolg. Ich baue schon mal eine Barrikade. Nein, Rumpe. Ach, bitte! Also, Herrschaften, jetzt mal ernsthaft. So eine Hausbesetzung ist kein Spaß. Das ist ein basisdemokratischer Akt, dessen emanzipatorische Wirkung nicht durch Albernheiten aufs Spiel gesetzt werden darf. Ist das klar? Ja. Ja. Also, der Gegner ist stark und er ist zu allem entschlossen. Wir müssen das anpacken wie jedes Geschäft, das Erfolg haben soll. Konsequent, effektiv und diszipliniert. Ja. Ist das klar? Ja. Wollen wir diese Immobilienhaie jetzt ausbremsen? Ja oder nein? Ja! Ja. Eine Frage. Wollt ihr hier wohnen bleiben? Ja. Ja! Ja. Also, wollt ihr gewinnen? Ja. Noch einmal, wollt ihr gewinnen? Ja. Ich höre noch immer nichts. Wollt ihr gewinnen? Ja! Ja! So. Das hört sich doch schon ganz anders an. Ja, was ist denn? Kann ich mal austreten? Ah, okay. Wenn das die Hausverwaltung sieht
Oh, hauer, dann passiert was. Ich krieg übrigens langsam Kohldampf. Oh, ich habe mir da auch schon was überlegt. Oh, echt? Ich hätte auch schon ein bisschen Hunger. Was haltet ihr von Speckdatteln Hafenstraße? Oh, pourquoi pas? Oder Wachtelei-Kanapés Gängeviertel? Will jemand falschen Hasen? Nee, das kostet viel zu viel Zeit. Ich habe schon mal einen Pizzaservice beauftragt. Pizza? Geil! Naja, wenn das mal Bio ist. Und von Sardellen krieg ich Pickel. Der ist super. Als Pizzabäcker echt unterfordert. Ihr werdet zufrieden sein. Ja, und mit den Pizzaschachteln, da könnten wir die Barrikade noch verstärken, dann kommt da kein Mensch durch. Ja, die Schachteln sind auch sehr gut. Also, ich arbeite schon seit Jahren mit dem. Super lecker, zuverlässig und pünktlich. Außerdem muss er jeden Moment, genauer gesagt, in 5, 4, 3... Da ist er ja, perfekt. Das duftet ja bis hier. Pizza. Ist ja besser als die brennenden Mülltonnen. Wow, da kriege ich ja Appetit. Pizza. Ja, von mir aus hinterher, meinetwegen. Wow, du bist mein bester Mann. Gern geschehen. Ne? Gern genommen. Was sind denn das alles für Leckereien? Ja. So schön und groß und knusprig. Die Wand spricht. Das sind Köstlichkeiten. Sag mal, hast du denn wenigstens was Vernünftiges besorgt? Aber warum macht er denn immer Psst? Will er jetzt zur Eisenbahn oder was? Also, wie heißt du noch mal? Psst, das ist wirklich ein komischer Name. Also, Leute, ich muss dann mal los. Ja. Ihr habt ja nur das kleine Paket gebucht. Das heißt, Eigenleistung ist angesagt. Die Rechnung kommt per Post. So, ich wünsche euch ein schönes Bullenfrikassee und Molotow. Toi, toi, toi. Ach, Steffen, wenn du hier durch bist, dann müsstest du bei mir noch mal einen Nagel einschlagen, okay? Alles klar. Alles klar. Ja, was ist denn eigentlich? Sollen die Dinger hier kalt werden, oder? Nee, hier soll nichts kalt werden. Hier muss heiß gegessen werden. Okay. Soll ich dir mal mein Umluftherd zeigen? Umluftherd? Ja, pass mal auf. Und ja? diese, komm mal mit, ja, die schieben wir da rein. Und dann werden die 1, 2, 3 wieder so knusprig und braun wie dein Brötchen, die Pizzen. Oh. Habt ihr den gesehen? Wer war das? Schnell! Was wisst ihr über den? Wer spricht hier? Ja, die Wand, sag ich doch. Der Pizzabote! Wer war das? Die Wand wandert. Pizzabote. Der im Leben nicht. Manchmal finde ich ihn un peu zum Fürchten. Das ist doch unser Dieter. Ihr wisst doch, der hat doch manchmal immer sehr viel Sorgen. Ja, zum Beispiel, wie schafft man es nicht, in die Klapsmühle zu kommen? Aber irgendwie ist das doch total rührend, wie eifersüchtig der nach der ganzen Zeit noch ist. Ja, das ist noch so ein richtiger Kerl, ne? Also mit Rumstehen werden wir die Bosse jedenfalls nicht beeindrucken. Ja gut, dann hänge ich schon mal Mareikes Imbisswerbung an den Balkon. Ne? Ich helfe dir. Och, parbleu, Frau Banderüpp, bin ich aber begeistert. Ach, Quatsch, nicht so dumm. Ich kann ja schon mal den Tisch decken. Da ist kein Tisch. Naja, da decke ich halt ohne Tisch oder keine Ahnung. So. Haha. Das wird aber jetzt eine Barrikade. Was, Hansi? Haha. Da kommt nämlich dann auch kein Mensch durch. Oh. Tja, Hansi, da brauchen wir wohl einen Notarzt, ne? Hilfe! Oder besser gleich 2. Herr von Reh von Bock vom Balkon, von oben. Ich wollte noch... Wo und Hilfe! wann ist was passiert? Er wollte, er hat. Und dann, ich konnte. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Oh Gott. Habt ihr das auch gehört? Hat er wieder zugeschlagen? Eher aufgeschlagen. Kann man hier denn nicht einmal seine Ruhe haben? Das auch nicht, war ja eigentlich ganz nett, ne? Was ist denn hier los?
Der Tänzer hat versucht, Mareikes Testament am Geländer festzumachen, ist ausgeglitscht und runtergefallen, hat die Banderole erzählt. Ach du heilige Scheiße. Die Wand spricht? So, jetzt brauchen wir einen Notarzt. Hat jemand ein Telefon? Oh Gott, Ralfi! Oh mein Gott. Er war so ein guter Mensch. Was für ein hartes Schicksal. So eine unschuldige Seele. Wir haben ihn so gemocht. Wir haben uns gern gehabt. Eine verwandte Seele. Apropos Verwandte, habt ihr Ahnung, ob er Verwandte hatte? 112. Upsa. Es sollte schlicht sein, aber mit Stil. Schlicht und mit Stil, das hätte ihm gefallen. Ja, ja. Und irgendwas mit Ballett. Oh Gott, die armen Eltern. Hallo Tänzer, da bist du ja wieder. Wie war der Flug? Sehr witzig. Jetzt ist das kaputte Knie das Einzige, was noch heil ist. Sag mal, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Das ist eine Barrikade, du Hirsch. Da kannst du jetzt nicht durch. Oh, nee, ey. Seelein. Du lebst ja, Ralfi. Barrikade. So, Ruhe jetzt. Was ist denn das für ein Sauhaufen hier? Hä? Wenn jeder hier nur sein Ding durchzieht, dann endet das bloß im blinden Alkoholismus. Das ist eine Hausbesetzung. Sowas muss muskulös geplant werden. Und der Plan, der muss dann auch angehalten werden. Eingehalten. Sag ich doch, wenn der Dieter jetzt hier wäre. Psst, ich bin hier. Ja, sag ich doch, danke. Dann würde er sagen, ihr seid alle Teil eines großen gemeinsamen Kampfes. Solidarität. Also ich sag mal, wenn die jetzt noch kälter werden, dann kann man die echt vergessen, ne? Ja, der Mann hat Ahnung, der weiß, worum es hier geht. Hier, geh schon mal da rein und rühr um. So. Okay. In 10 Minuten ist Essen fassen im Herdquartier. Ruhe, hab ich gesagt. Die Inge hat doch gesagt, eine Hausbesetzung ist kein Spaß, das ist eine äußerst gefährliche Sache. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, da schafft man sich Feinde an. Mächtige Feinde, die für alles aufgeschlossen sind. Oh Gott, wenn jetzt die Russen kommen. Sag mal, hat eigentlich schon mal jemand Tramsen Properties von der Besetzung informiert? Ja, natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Oh, Scheiße, das hab ich vergessen. Rumpe, mein Handy. Oh, nee, ne? Ja. Geh mal telefonieren. Hey, das ist eine Barrikade, da kannst du jetzt nicht durch. Polizei! Nicht! Mein schlimmes Knie! Aber das war doch so eine Idee, Herr Wachtmeister. Hat sie die Hausverwaltung geschickt? Absolute Ruhe. Na, wo ist er? Also, Zugriff, meine Herren. Mann, sind die stark. Keine Sorge, Gnädigfrau, wir haben ja alles unter Kontrolle. So, jetzt hören Sie mal zu, Chef. Das hier ist eine ganz normale, gewaltbefreite Hausbesetzung, ja? Jetzt denken Sie mal über die Mäßigkeit Ihrer Verhältnisse nach. Wie was Hausbesetzung? Nee, wir suchen Luigi Krovanke, den Witwentröster von Halstenbeek. Ja. Aber da drin ist doch irgendwie nur der Pizzabote. Oh Gott, jetzt machen die den fertig. Ach, du nimm doch mal die Arme runter oder willst den Jumbojet anlocken hier? Was soll das hier vorstellen? Das ist eine Barrikade, da kommt kein Mensch durch. Kunst am Bau. So, eine Barrikade. Falscher Alarmchef. Luigi wurde gerade in Kruppunda-Ding festgemacht. In Kruppunda? Ja. Das ist ja raffinierte Hund. Da ist ja Thunfisch drauf. Da haben wir doch gerade einen Tipp bekommen von einem gewissen Dieter. Der wohnt hier nicht mehr.
Dieter Wandt. Wann? Dieter Wandt? Ach, der hat noch nie hier gewohnt. Ja, wenn ich den mal zu fassen kriege, da habe ich den eben noch gesehen. Sagen Sie mal, Chef, Ihr Beruf ist doch bestimmt viel schlimmer, als der Fernsehzuschauer sich so denkt, ne? Da sagen Sie was. Habt ihr auch welche mit Schinken? Naja, der Typ, der uns den falschen Tipp gegeben hat, der kann sich auch eine saftige Anzeige gefasst machen. Also, Abmarsch, meine Herren. Apropos saftig, wenn Sie mal richtig gut essen wollen, ich eröffne demnächst das Petit Lapin. Alles in Bio. Und wir einfach so, als wären wir gar nicht hier gewesen. Ich war auch nicht da. Nee. Ich steige aus dem Pizzageschäft aus. Oh. Ich mache jetzt den Sushi. Ach, ich dachte Callboy. Nee, ne? Zum nächsten Mal. Tschüss. Komm mal wieder. Ja. Tschüss. Heike, was erlaubst du dir? Ich? Was erlaubst du dir? Sag mal, du hast uns hier in Teufels Küche gebracht. Im Grunde genommen war das eine super Geschäftsidee. Ja, da geht eine Menge Geld über den Tisch. Meine Nerven möchte ich haben. Aber Ralfi, das war doch total lustig und spannend und keine Ahnung. Ja, das war ungefähr so lustig und spannend wie König der Löwen. Heike, ich verlange eine Erklärung. Ja, ich muss dir überhaupt nichts erklären. Und wenn du mal wieder eine tolle Geschäftsidee suchst, dann guck doch mal in der Wirtschaftsseite da von den Zeitungen nach. Dann findest du eine gute Idee. Hier zum Beispiel, Tramsen Properties in der Krise. Was ist das? Wie ein Firmensprecher mitteilte, werden die groß angelegten Sanierungspläne wegen Liquiditätsschwierigkeiten vorerst auf Eis gelegt. Und uns hat keiner was gesagt. Also das ist ja wieder mal typisch. Da besetzt man sein Haus, baut Barrikaden, fällt vom Balkon, dann kommt noch die GEZ und am Ende ist der Feind indisponiert. Aber das heißt doch, dass wir hier alle wohnen bleiben können. Oh, da habe ich noch eine schöne Musik auf dem Kassettenrekorder. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Also, Heikelein. Ach, klein wie doch ein Moorsichen. Heike, was ist denn? Was machst du denn da? Das heißt, dass die Kammer für dich auch geschlossen ist. Ja, aber Heike, wo soll ich denn jetzt hin? Ja, zieh doch zu Hansi. Oder nimm die leere Wohnung da. Ach Mensch, Heike, mit uns, das hätte wirklich was ganz Großes werden. Naja. Also ich muss bei Inge noch einen Nagel einschlagen. Inge, da bist du ja. Ach, weißt du, ich habe noch was vergessen. Aha. Kannst du da vielleicht mal einen Nagel einschlagen? Ach, das ist doch eine meiner leichtesten Übungen hier. Ach, damit wir wieder ein bisschen Frieden im Haus haben. Hier. Also die kenne ich irgendwie.